Und da sind wir wieder. Neue Folge Kassettenschmerz von Viva la Movilusion. Heute ist der 16.09. Wir haben eine coole News dabei. Was heißt wir? Ich, ganz allein, wie immer. Keine Sau dabei. Dragon Cry habe ich der keine Sensei, so mag ich das. Dragon Cry Sun. Schön, dass du da bist. Wichtigste Info vorneweg für alle. Was haben wir am Freitag für ein Datum? Sagt man das mal in etwa? Am 19.09. ist wieder Nacht des guten Geschmacks. Da wird The Thing im Kino gezeigt. Voll geil, oder? Das Ding mal im Kino zu erleben. Da zwar besser in den Winter reinpassen, aber wir beschweren uns nicht. Hauptsache, wir dürfen das im Kino erleben. Wir sind in Vilsbiburg vertreten, der Mike und ich auf alle Fälle. Vielleicht ist nur der Seppi dabei, man weiß es nicht. Aber kommt auf Vilsbiburg und schaut euch The Thing an. Und wenn ihr auf Vilsbiburg kommen könnt, dann geht es einfach irgendwo anders. Auf alle Fälle geht es ins Cineplex, wo die Nacht des guten Geschmacks läuft. Und schaut euch The Thing an. Servus Krawallmaus, alte Pute. Du auch wieder am Stissel, das ist schön. Da ist dann auch gleich das Wichtigste, damit wir uns das weiterhin leisten können, so coole Sachen wie diese Kinoveranstaltung zu machen, macht es wie Steady-Abos. Weil wir natürlich da einen Haufen Kohle zahlen. Nein, natürlich zahlen wir nichts. Macht trotzdem Steady-Abos. Das war mir ganz wichtig. In der Zeit mache ich ein cooles Red Bull Cola auf, was übrigens die beste Cola auf der Welt ist. So lange habt ihr jetzt Zeit, dass Steady-Abos macht. Und wer schon eins hat, macht noch mehr eins. Knädelwurzler, habe ich die Ehre. Köstlich. Red Bull Cola, beste, wo gibt. Chris von meinem Geburtstag. Ja, habe ich die Ehre, Sesselmann. Herzlichen Glückwunsch zum besten Geburtstag der Welt, möchte ich was behaupten, wenn du da beim Kassettenschmerz zuschauen kannst. Da kriegst du eine Geburtstagspotato von uns. Ich hoffe, dass du einen schönen Tag gehabt hast, viel Spaß heute und schon coole Geschenke gekriegt. Kriegst auf alle Fälle noch das coole Geschenk, dass wir hier 3 Unboxing-Booster haben. One Piece OP10, Pokémons ewige Rivalen und Magic Segessa-Ring mit Final Fantasy. Zum Geburtstag soll jetzt da gleich mal Steady-Abo auslassen, guter Mann. Oder, was noch aktuell ist, wir dachten jetzt einmal wieder Merch bestellen, falls irgendjemand Bock hat auf ein Shirt oder dergleichen. Es gibt da Unterhosen, es gibt coole Unterhosen. Schreibt uns eine Nachricht auf Instagram, Facebook, hier in den Chat ein, schickt uns eine E-Mail, keine Ahnung. Sagt uns Bescheid, was ihr gern hättet, weil wir demnächst wieder Merchandise bestellen. So, das war jetzt eine Werbung in eigener Sache erst einmal. Dann gehen wir weitermachen mit den wichtigsten News der Welt. Nämlich Splinter Cell Anime, habe ich ja schon gesagt, dass er da kommen wird. Jetzt gibt es ja den ersten Trailer und er schaut echt richtig gut aus. Ziemlich düster und geizt anscheinend nicht mit Gewalt. Ich bin fast schon so weit, dass ich sage, hey, macht's mehr so Spiele-Animes, weil das funktioniert anscheinend besser als Realverfilmungen, wobei man sich da auch nicht mehr beschweren kann, die werden ja einmal besser. Aber die Animes, die schauen echt richtig geil aus. Also schaut sich einen Trailer an zu Splinter Cell. Ich sage euch hier nicht, weil sonst gingen die fetten Flöten, fetten Monetenflöten, Klöten, ja, fette Klöten gegen Flöten. B.I. Wild, Hobby die Ehre. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade gesagt, wenn ich ein Shirt brauche, wenn ich ein Merch brauche, dann hier im Chat einschreiben oder uns irgendwie ein PN rausschicken und Steady-Abos machen und das Splinter Cell den ersten Trailer hat, der Anime, das habe ich nur gesagt, genau. Den ich aber nicht anschaue, weil ja später der Sesselmann sein komplettes Geburtstagsgeld, was er geschenkt gekriegt hat, hier als Spende eingemacht und dann ist er das Geld weg. Also kann ich euch den Trailer jetzt leider nicht sagen. Genauso wenig wie den ersten Teaser für die Super Mario Fortsetzung. Die jetzt lautet The Super Mario Galaxy Movie und ja, ich habe da ja so ziemlich alle Mario-Spiele gespielt habe, war ich da gleich richtig, richtig heiß, als ich die Melodie gehört habe und eben auch den Titel gesehen habe. Da bin ich schon richtig geil drauf. Nächstes Jahr im April ist normal soweit. B.I. Wild, du willst was, passt. Ich weiß jetzt, schickst du uns irgendwo anders eine Nachricht oder möchtest du da in den Chat dann schnell einschreiben? Kannst du machen, wie du willst, dann notiere ich mir das danach. Machen sie auch wieder ganz geil, dann ist auch ja noch die Nintendo Direct Game, in der ja der Titel enthüllt wurde. Und dann kommt dann nächstes Jahr gleich noch Super Mario Galaxy 1 und 2 raus, mit 2 wunderschönen Amiibo-Figuren, die brauche ich auf alle Fälle, das hilft nicht. Aber bei den Spielen bin ich schon wieder, ich habe die Direct selber noch nicht ganz angeschaut. Und deswegen kann ich mir nicht sagen, ob das richtige Remakes sind.
Ich bezweifle aber fast, dass Galaxy 1 und 2 als richtige Remakes rauskommen und das ist dann schon fast ein wenig da muss ich sagen, Nintendo bist du wieder Frechdachs, wenn du das jetzt noch mal wiederverwertest, weil dann haben wir das auf der Wii gehabt, dann haben wir das, eben in der Mario 3D All-Stars Collection drinnen gehabt, und jetzt sind wir halt mittlerweile schon die 3. Generation nach der Wii und dann soll die nicht einfach wieder das gleiche Spiel gerade wegen aufpoliert oder in 4K oder sonst was rausbringen, sondern halt einfach mal richtig remaken. Das darf ich begrüßen, weil aktuell bin ich echt kein Fan von Nintendo seiner Preispolitik. Frage zu den Shirts. Gibt es Frauenschnitt auch oder schät Männer und was kostet es? Gibt Frauenshirts auch. Und was das kostet, was hat das kostet? Ich glaube, irgendwo um die 25 Euro, meine war das Ding ohne Versand. Aber vielleicht wechselt man jetzt dann auch noch den Shirtmacher, deswegen kannst du den Preis auch noch ändern und im besten, also wenn, dann sollte er natürlich billiger werden. Aber aktuell rechnet man mit 25 Euro. Und BLY schreibt man woanders. Passt. Darauf dringe ich. Ah, das ist so gut. Und fast bei mir keine Schleichwerbung machen, aber es ist einfach eines der besten Getränke auf dieser Welt, so ein scheiß Red Bull Cola. Ja, das war so viel zum Mario Movie. Es gab nur einen Trailer. Ja, genau. Es gibt ja jetzt einen ersten langen Trailer und jetzt habe ich mich wieder top vorbereitet. Werde euch dazu nebenbei ein Bild einspielen, zumindest, damit hier wieder voll die Dynamik herrscht in unserem Kassettenschmerz und das voll cool ist halt so. Es gibt jetzt den ersten langen Trailer, den ersten richtig langen Trailer zu Monster, die Geschichte von Ed Gein, der 3. Staffel aus dieser Monster Anthology-Serie. Und ja, allein wie man auf dem Poster schon sieht, also diesen Charlie Hanneman, den haben sie wirklich, das ist ja, als hätten sie einen Ed Gein geklont und da vor der Kamera gestellt. Schaut unglaublich gut aus und auch der Trailer schaut richtig, also das ist, glaube ich, wieder richtig abgefuckte Staffel. Der ist richtig unangenehm, der Trailer, richtig widerlich, teilweise schon. Schaut es euch an. Wie gesagt, ich möchte nicht das ganze Geburtstagsgeld vom Sesselberger hier verprassen, indem ich euch einen Trailer zeige. Und dann hat keiner was davon. Drum schaut euch den Trailer zu der 3. Staffel Monster an. Richtig geil. Richtig geil. Was haben wir jetzt hier noch? Haben wir noch einen Trailer, den ich euch ans Herz legen will? Oh, danke schön. I Potato You, Dragon Cry. Den habe ich jetzt übrigens erst als Blu-ray gekriegt, den Stepsister. Werde ich mir demnächst auch schauen. Ich habe da Letterboxd-Bewertung schon gesehen. Und ich bin da auch schon sehr positiv eingestellt auf das Ding. Warum ist eigentlich 10 Euro und 10 Cent jetzt hier Umsatz? Hat irgendjemand 10 Cent gespielt für euch oder wie? Und ich sehe das nicht. Ach, was weiß ich. Was weiß ich. Vielen Dank auf alle Fälle nochmal ein Küsschen auf die sexy Nüsschen. A24 ist die Texas Chainsaw Massacre Rechte zu kaufen. Ein Video und in Serienform. Also, sorry, ja, bitte machen Sie. Bitte machen Sie. Ich hätte zwar gerne noch eine Fortsetzung auch wenn er nicht sonderlich beliebt ist, der Netflix-Vertreter, aber ich fand irgendwie cool, das ist einfach ein geiles Schlachtplatten. Das ist, als da jetzt, keine Ahnung, zum Metzger gehen und jetzt sagen, ich hätte gerne einmal die ganzen Reste, die übrig geblieben sind, das wegschmeißt und klatscht die auf Kleinwand. So war der Film halt absolut null Niveau oder sonst was, sondern einfach nur geiles Gematsche. Also, weiß ich nicht, ja, count me in, bin ich dabei. Aber Texas Chainsaw Massacre von A24, das kann ich mir schon richtig geil vorstellen. Also geb schnell. Geb schnell. Warte, du kriegst eine Mag-Ich-Bewertung von mir auf das Ding. Oder nicht? Hm. Also zumindest was der Herz kriegt, Frank Cry. Zumindest ein Herzchen. Kann ich es jetzt liken? Ah, jetzt habe ich irgendwas gedruckt. Geh wieder mal aus. Und was noch? Ja, coole Sache, ich weiß nicht so recht. James Cameron ist drauf und dran, einen Terminator-Film zu schreiben, wenn er mit seiner ganzen Avatarerei fertig ist. Hat es geheißen, welcher einen Terminator-Film mache. Er arbeitet auch schon am Skript, aber sein Thema ist, dass er, je weiter das halt fortschreitet, die Zeit, umso mehr weiß er nicht, was er in das Skript einschreiben soll, weil nämlich er nicht weiß, was bis dahin in echt schon umgesetzt ist an KI und so weiter. Das finde ich, ist eigentlich ein ganz ja, verständliches Thema und das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht, aber bin ich mal gespannt, was für Ideen das er dann noch kommt und ob der wirklich irgendwann umgesetzt wird. Ihr darf keine Leerzeichen in Kompositor haben. Was für Kompositor? Was verzeihst du da?
Kenne mich überhaupt nicht aus, mit deinen Fremdwörtern. Kann man sich ja einer, macht da einen auf Mr. Super eloquent und schmeißt ihn mit Fachbegriffen umeinander. Sesselmann. Man soll keine Fachwörter benutzen in normalen Unterhaltungen. Das war James Cameron. Sesselsepp. Sesselsepp ist ein Wort. Das ist James Cameron, der tapfere Pionier, muss ich immer an South Park-Folgen hängen. South Park überragend gut, die neue Staffel. Die habt ihr eigentlich schon gesehen, die neuen Folgen. Ich finde es ja ganz, ja, sie haben ein wenig so den Simpsons-Ding abgezogen, weil Cartman als Charlie Kirk hat ja mal als Konter gesagt, what you gonna do, shoot me? Und zack, ist es passiert, was natürlich nichts, ich möchte das nicht gut reden, nicht schön, es ist nie schön, wenn jemand stirbt, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass man die Ironie dahinter erwähnen darf. Nein, die gibt es nicht auf Deutsch, ist bis dato nur auf Englisch drinnen. Euphoria Staffel 3 kommt im Frühling. Ein genaues Datum hat HBO noch nicht bekannt gegeben, aber nächstes Jahr im Frühling soll die Serie endlich weitergehen. Da man ist einige schon ganz heiß drauf. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Möchte aber noch nachholen für den überragenden Typen. Ja, du, vielen Dank. Da gibt es wieder eine Potato raus. Zu der Geburtstagspotato wirst du nochmal gepotatot von mir und natürlich vom Rest der Viva la Movilusion Crew, die hier mit Abwesenheit glänzt. Typisch. Vielen Dank. Vielen Dank. We love you. Warte, da gibt es ein Herz. Gehört. Und dann scheißen wir noch ein Herz alleine. So, ich habe jetzt praktisch Morsezeichen in Herzform geschickt. Habe ich schon gesagt, wie gut das Red Bull Cola ist. Dann gibt es eine neue, eigentlich wirklich nur so eine Mini-Info. Ich habe es euch als letztes Mal schon gesagt, dass Bioshock, die Adaption, die läuft weiter. Also es wird definitiv kommen. Aber der, jetzt weiß ich den Namen leider nur mehr, der macht das erst, wenn er mit seinen Hunger Games Sachen fertig ist. Jedoch haben sie jetzt bestätigt, dass die Adaption definitiv auf Teil 1 des Spiels basieren wird. Und das finde ich schon mal sehr cool, weil, gut, eigentlich ist es wurscht, weil die alle 3 Teile fand ich überragend gut, von der Story her, von der Welt her und der Umsetzung. Deswegen war es wurscht, aber ich finde es halt auch cool, dass man in Rapture, man hat es geheißen, die Welt anfangen. Diese Unterwasserwelt hat schon eine geile Atmosphäre gehabt. Und letzte Woche habe ich ja, glaube ich, erzählt, dass ein Superman-Sequel bereits angekündigt ist. Man of Tomorrow soll es ja heißen. Die Dreharbeiten sind jetzt schon für April nächstes Jahr angesetzt worden. Also das geht wirklich Schlag auf Schlag jetzt, das neue DCU mit dem James Gunn dahinter. Und die erste Info ist, dass es ein Superman- und Luthor-Team abwehren soll, die gegen etwas Größeres kämpfen. Bam, bam, bam. Bin ich ja mal gespannt, was das dann für ein größeres wird. Wir hätten endlich mit dem Brainiac als Gegner haben wir einen richtig geilen Brainiac. Das war super. Wäre super. So. Insidious 6 kommt nächstes Jahr. Habe ich absolut nichts mitgekriegt davon. Aber 21. August 2026 kommt Insidious 6 und es ist schon bestätigt, dass die Serien Super-Ikone aus der Insidious-Reihe, die Lin Shaye, auf alle Fälle wieder dabei ist. Ich bin gespannt. Der letzte Teil war wirklich hundsmiserabel, möchte ich fast behaupten. Er hat seine Momente gehabt, aber das war ja wirklich so. Also bitte, bitte, ich liebe diese Insidious-Reihe, bitte macht aus Teil 6 wieder was Gescheites, weil das letzte, das war wirklich wie so Cash-Grab, einfach schnell, schnell, um mit dem Namen ein wenig Kohle zu verdienen, aber Mühe geben ist sie da nicht, waren in meinen Augen. Bis nächstes Jahr bei Guter Lachs in Passau. Ja, und ich kann dir nur empfehlen, ich darf schnell bestellen. Jetzt gerade gibt es nämlich 10% Rabatt im Zauberberg auf alle Tickets. Aber ich bin auf alle Fälle bei Guter Lachs in Passau dabei am Zauberberg. Im Zauberberg. Wenn du einen krassen Brainiac sehen willst, musst du in Justice 2 zockeln. Hör auf, dass du mir wieder was zum Zockeln gibst. Hey. Ich komme eh nicht hinten nach. Ich habe heute endlich Metal Gear Solid Snake Eater gekriegt. Also, das wird jetzt dann mein nächstes Projekt sein. Ich habe nebenbei noch mit Hogwarts Legacy angefangen, weil das ist natürlich ein Spiel, das kann man zwischendurch bespielen. Also, dann habe ich immer noch Days Gone einmal angefangen, da Stunde gespielt und seitdem nicht weitergemacht. Spiele noch die Retro Realms Spiele, da bin ich zumindest schon bei der Ash vs. Evil Dead Ding, die Halloween-Passage ist durch. Aber es ist eigentlich was für ein Talkthrough, das soll nur die Info sein, für die hör auf, mir nur zu mehr Zeit zum Spielen geben. Mortal Kombat 1 habe ich auch übergeladen, ist jetzt eigentlich da. Also stop it, Dragon stop it. Sonst muss man in Zukunft Zeit spenden und kein Geld und das haut noch nicht so ganz hin. Deswegen nochmal aus. Erst auf jetzt.
HBO, haben wir vorher schon gehabt mit Euphoria, bringt auch eine Conjuring-Serie. Das habe ich auch noch nicht auf dem Schirm gehabt, aber coole Sache. Die Nancy Won ist Showrunnerin, die war schon verantwortlich für Jessica Jones. Und Jessica Jones war ja eine der nach Daredevil die beste. Ja, hätte ich fast gesagt, die beste Serie in diesem Netflix MCU-Universum. Mortal Kombat. Ja, bin ich dabei. Bester Song aller Zeiten. So, das waren die News für diese Woche, Leute. Na, waren's nicht? Ich habe euch ein paar Bilder unterschlagen. Denn ich habe es euch, glaube ich, auch schon mal vor nicht allzu langer Zeit erzählt, dass wir ein Anaconda Meta-Reboot kriegen sollen mit dem Paul Rudd und Jack Black in der Hauptrolle. Paul Rudd finde ich super geil, dass der dabei ist. Jack Black soll abhauen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man überhaupt, also die ganze Umsetzung von dem Anaconda kann man noch gar nicht sich vorstellen, was das überhaupt werden soll. Aber wir haben jetzt hier die ersten Bilder, kommt dazu, ich glaube auch zu der Weihnachtszeit aus, jetzt weiß ich nicht, ob es dieses Jahr oder nächstes Jahr ist, wann er rauskommt. Das ist auch ein komisches Release-Datum für so einen Film wie Anaconda. Aber jetzt sind auf alle Fälle die ersten 3 Bilder am Start. Hier haben wir Bild 1. Bild 1, sehr nichtssagend. Sie sind auf alle Fälle vor irgendwas überrascht. Dann machen wir, es sind nämlich insgesamt 3 Bilder, habe ich schon gesagt? Habe ich schon gesagt? Ich weiß nicht. Jetzt kommt auf alle Fälle gleich Bild 2. Da haben wir dann unsere beiden Hauptdarsteller. Da, Jack Black. Ja. Bild 2. Und dann haben wir Bild 3. Das ist auch nicht schlecht, weil im Bild 3 sieht man einen Jack Black mit seinem Stunt-Double. Hier ist Bild 3, Jack Black und sein Stunt-Double. Was wird da im Chat geschrieben? Witcher Staffel 4 Trailer ist auch draußen. Stimmt, den habe ich noch nicht angeschaut, den Trailer. Ich habe nur einen Ausschnitt gesehen. Muss ich sagen, der Hemsworth-Bruder, wie ist der Liam Hemsworth, schaut gar nicht mal. Also optisch passt es schon mit, hätte ich jetzt gesagt. Dann, was hier? Paul Rudd ist zeitlos, das stimmt. Der gute Mann altert ja auch nicht. Der ist ungefähr so wie der Keanu Reeves. Was haben wir da noch? Hast du Pokémon-Karten am Start? Ja, da warst du nicht da. Ich habe 3 Sachen da. Wir haben einmal Boxing Magic the Gathering, Pokémons ewige Rivalen und One Piece. OP10. Und Drancry, Lost and Jack Black, der war super im Minecraft-Movie. 69 Inches, man muss sagen, bloß. Ich sag nichts dazu, Philipp. Ich lasse ihn schon. Aber den Witz mit seinem, weißt schon, Stunt-Double habe ich mir nicht verkneifen können. Weil er mich aufregt. Ja, habe ich schon gesagt, wie gut das Red Bull Cola ist. Ist Wahnsinn. Pokémon muss sein, hast recht. Was jetzt als erstes aber sein muss, sind die Kinostarts der Woche am 18. September. Startet unter anderem Der Tiger, ein Kriegsdrama. Downton Abbey, das große Finale. Ganzer halber Bruder. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Infinity Castle Teil 1 läuft ja an. Der Mann ist in Japan brutal eingeschlagen von Kohle her. Mirror, was ist das? Das ist ein französisches Wort. Miroirs, Croissant, Number 3. Leibniz, Chronik eines verschollenen Bildes. Dann haben wir noch Fiore Mio, Kill the Jockey, Brave the Dog, The Sound of Music, Meine Lieder, meine Träume. Hannah Arendt, Denken ist gefährlich. Andrea Bocelli, Because I Believe. Anna und Oma, Jolly LLB 3. Lola, TSUV 3. BTS live, ja, da ist ja her. BTS Trilogie, da kommen irgendwie 2 Filme, keine Ahnung. Kudi. Also die Woche ist Kinostart technisch ein bisschen mau, aber wir haben ja nur einiges laufen, das wir uns anschauen sollten. Never. Omelette de Fromage. Ja. Mein Französisch ist nur im Schlafzimmer gut, verstehst? Ich habe jetzt eigentlich praktisch mit dem Ellbogen wegen so angestupst, habe es aber im Mikro gemacht. Der Chainsaw Man-Film hat jetzt auch einen deutschen Trailer gekriegt, stimmt, ja. Der glaube ich kommt auch schon im Oktober.
Da muss ich mich mal nur genauer beschäftigen. Ich glaube, ich habe da mit dem Philips letztes Mal drüber geredet, dass wir noch nicht wissen, ob das gerade wieder so eine typische Anime-Verfilmung ist, in der man dann die ersten 5 Folgen in einen Film einpackt oder selbst oder ob es eine eigene Geschichte ist. Das darf mich noch interessieren. Demon Slayer habe ich damals nur die erste Staffel gesehen, aber gerade bin ich noch mit einem Chainsaw Man drin. Das war von Dexter's Labor. Oh, leck, Dexter's Labor war auch super. Chainsaw Man, Bombe, Philipp. Also da hast du wirklich eine geile Serie vor dir. Da ist ja der Manga saugut, da müsst ihr nämlich weiterlesen und weiter einkaufen. Jesus Mario. Ah, gut, heute ist er wegen der Geld reingekommen. Das sind wieder 2 Mangas. Jawohl. Jawohl. Und die anderen Kackbranzen kriegen nichts davon. Streaming-Charts, Platz 10. Erste Staffel von Wednesday auf Netflix. Schon langsam sind alle fertig mit einem Watch. Dann haben wir Platz 9, The Hunting Wives, die erste Staffel auf Netflix. Platz 8 ist AKA Charlie Sheen auf Netflix, die erste Staffel. Dann Platz 7 ist, ich glaube, das ist Navy CIS, Tony und Siva, die erste Staffel auf Paramount Plus. Dann Platz 6, die dritte Staffel von The Summer I Turned Pretty auf Prime Video. The Terminalist, Dark Wolf, die erste Staffel auf Prime Video ist aber auf Platz 5. Chainsaw Man feiert die auch. Wednesday, scharf, Kopfen muss großer Gott. Schau dir lieber Dingo und Chainsaw Man, ja. Animes, da kann man auch mal irgendwas drüber machen, gell? Aber zurzeit bin ich richtig gut im Anime anschauen. Platz 4, Love Con Revenge, ist die erste Staffel auf Netflix. Dann aber Platz 3, The Paper auf Peacock, die erste Staffel. Das ist ja, glaube ich, The Paper ist die Spin-off, oder? Von The Office. Kann das sein? Platz 2 ist bei Live with the Walter Boys, die zweite Staffel auf Netflix. Und Wednesday, Staffel 2, hält sich immer noch tapfer auf Platz 1 in den Streaming-Charts. Da kann ich kein gut rumpreisen. Ich kann alles gut. Ich kann wirklich alles gut. Das ist Fluch und Segen zugleich. Weil da musst du da alles machen, also wie ein Kassettenschmerz ganz oder. Aber ich bin wirklich sehr begnadeter Alleskönner. So, dann werden wir jetzt für euch mal anfangen tun, die Karten auspacken zu tun. Ich fange jetzt einfach mit Magic the Gathering an. Ah, zu fix. Ich wollte eigentlich vorher nur schauen, was die wertvollen Karten sind. Ah, das habe ich wieder vergessen. Das muss ich jetzt nicht einmal. Ich muss das endlich regeln. Ich habe zumindest, glaube ich, habe es letzte Woche schon verzeiht, eine App jetzt für die One Piece Karten zum Eintragen und da sehe ich automatisch, was wert sind. Jetzt weiß ich zumindest schon mal, dass meine Karten alle nichts wert sind. Ich glaube, die wertvollste aus der OP8-Reihe ist 6 Euro oder 7 Euro wert und die wertvollste aus der OP10-Reihe, die ich habe, ist 2 Euro oder so wert. Mal gucken. Mal gucken, ob da noch was geht. Was haben wir jetzt hier? Den Zauberer, eine Spielsteinkreatur. Ist das scharf? Kann man da scharf machen? Ich glaube, ich muss mein zauberhaftes Gesicht wieder verstecken. Dann haben wir, warum ist die Karten verkehrt rum hier drinnen? Standardland, eine Insel. Sie haben schon auch wirklich unglaublich schöne Artworks, diese Magic the Gathering. Hä? Das ist ja crazy. Die Karten ist doppelt bedruckt. Da ist auf der Rückseite vom Zauberer ist noch ein Vogel. Gibt's das auch? Ich gehe mich überhaupt nicht mehr aus jetzt da. Ich gehe mich doch da jetzt überhaupt nicht mehr aus. Was ist das? Da haben wir jetzt eine Beschwörung, und zwar den Alexander. Da schaut her, ein bisschen Schiller, Glitzi. Das ist auch doppelt bedruckt. Was passiert denn da? Kristallfragmente. Ich kenne mich nicht mehr aus. Warum sind die Karten alle doppelt bedruckt? Sind die vielleicht was wert? Sind die 1000 Euro wert? Sagt's mir's. Sagt's mir sofort, ob die 1000 Euro wert sind. Deswegen, da sind jetzt ein Haufen doppelbedruckte drinnen. Gogo, Meister der Mimikrie. Die ist nicht doppelt bedruckt, aber jetzt kommt gleich wieder eine doppelbedruckte. Wir haben erst einmal Artemisia, die Allmächtige. Und auf der Rückseite ist Artemisia, die Zeithexe. Das ist echt verrückt. Doppelbedruckte Karten. Ich will mich wieder ein bisschen auskennen. Das war's mit doppelbedruckten Karten und damit ist jetzt mal hier wenden. Weisennulliten. Haben wir eigentlich vorher, ist eigentlich Ingeborg da jetzt im Chat, der auch irgendein Trading Card Game sammelt oder sogar spielt? Mysidia Ältester. Wenn ich mal sagen, ich bin wirklich so der reine Sammler und nix Spieler. Du bist nicht allein. Das ist schön, dass ich nicht allein bin. Hektorauge. Disgusting. Ringrider Gemiet, das ist super. Schau dir endlich Jojos Bizarre Adventure. Die ganzen Memes und Reels warten schon drauf, das ist dir schick. Ja, wird schon noch gemacht.
Geh mit, das ist ein super Franchise. Nächstes Jahr kommt ja Part 7 auf Netflix. Ja, ich werde es auf alle Fälle noch. Es ist schon auf der Liste. Also, das ist ein Promise. Luftschiffbruch. Ich muss jetzt gerade wieder ein paar Sachen fertig anschauen, wo die neu dazugekommen sind, wie die zweite Staffel Kaiju Number 8. To Your Eternity bin ich noch drinnen. Made in Abyss muss ich weiter fertig schauen, die zweite Staffel. Und dann Night of the Living Cat muss ich fertig schauen. Das ist auch überragend gut, richtig dämlich. Dorf an der Wegkreuzung. Hallo, da bleiben wir, Fokus. Luftschiff der Abenteurer. Torgal, ein fabelhaftes Tier. Ich habe übrigens auch endlich eine DIN A4 große Sammelmappe für meine in One Piece Optik für meine One Piece Karten gefunden. Danke, Corby, da muss ich mich wirklich bei ihm bedanken. Habe nicht ewig lange keine gekriegt. Jetzt haben wir meine Karten endlich in der Mappe drinnen. Ich war jetzt voll, was ist das? Intrigende Hexe. Lautes Hexen sind es da. Und Beschwörung, Pre-May Garuda. Da ist jetzt irgendwie, glaube ich, nichts dabei gewesen von Final Fantasy VII, das ich hätte kennen. Vor 20 Jahren jetzt mit Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Hat mich leider wirklich nie backen können. Also da war ich immer, ich habe das in der Jugend schon probiert, aber da habe ich es dann ein bisschen aus Prinzip weggebuckt, weil ich Pokémon-Fan war. Und dann habe ich es in älteren Jahren nochmal, in betagteren Jahren nochmal probiert, also mal auch die Serie eben erst einmal anschauen. Aber mich kann es nicht catchen, wie man heutzutage sagt. Ich muss ein bisschen Anglizismen rein, dann soll ich wieder vergessen. Mich kann es nicht catchen. Da habe ich irgendwie nicht den richtigen Drive, dass ich da dran bleibe. Verstehst du oder checkst du? Wie sagt man, checkst du? Checkst du, verstehst du? So, jetzt machen wir mal One-Piece-Karten auf. Was haben wir jetzt hier? Perona, Charakter. Ciao. Dann haben wir Blue Chili. Den habe ich glaube ich auch noch nicht, das weiß ich schon mal. Buffalo, den habe ich auf alle Fälle schon, das weiß ich. Genauso wie Inazuma, den habe ich auch schon, das weiß ich auch. Roronoa Soro, den habe ich auch schon. Fuck you. Usoppe, da bin ich mir jetzt nicht richtig sicher, ob ich die schon habe. Da muss mal auf die Seite, wo ich glaube, dass ich es nicht habe. Bian. Ich sehe, das wird auch gut. Host me. Fertig habe ich die. Event, there's no longer any need for the 7 Warlords of the Sea. Dieses Event habe ich auch schon. Boom. Nami. Die habe ich glaube ich noch nicht. Dann haben wir einen Trafalgar Law, aber den habe ich auch schon. Glaube ich. Mal gucken. Was ist das hier? Event. I do not forgive those who laugh at my family. In Glitzer, schaut's her. Und zu guter Letzt Smiley. Und das tut auch Glitzern tun. Richtig gut. Richtig gut. Damit ist auf Zeit. Und jetzt kommt für Sesselmann zum Geburtstag. Natürlich habe ich das gewusst, dass der heute Geburtstag hat und habe deswegen extra geschaut, dass wir noch Pokémon-Booster zum Anboostern haben. Zum Geburtstag. Viel Glück, du dreckiges Stück. Ja. So. So. Schauen wir mal. Habe ich auch wieder nicht geschaut, welche Karten wertvoll sind. So viel vergessen. Ein Vulcano mit glühende Kohlen und Schaufelkrallen. Ich habe keine Schaufelkrallen, ich habe nämlich zarte Hebammenfingerchen. Schwalbos hinzufügen und Turboschwinge. Ich habe einen Turboschwengel. Schnellste Kolte im Wilden Westen. Elektroschuss. Piu, piu, piu. Dann haben wir Roselia, Cynthias Roselia mit Stachelstich. So wird oft der Sex mit mir bezeichnet. Forstelka, eisernes Schütteln und Nadelorkan. Nadelorkan ist tatsächlich eine weitere Bezeichnung für Sex mit mir. Aber sie sind nicht sehr schmeichelhaft, muss ich sagen. Bojelin mit Whirlpool und Aquaschlag. Einen geilen Whirlpool mehr, wie mir einwandern. Team Rockets Athena. Jetzt haben wir Team Rockets Kramurks, Tücke und Folterknecht. Folterknecht ist ja verrückt. Oh, jetzt wird ja wieder voll geglitzert. Jetzt haben wir wieder super Shiny-Karten. Ein Rotom, Erstauner und Gadget Show. Gadgets helfen meinem Sexleben nicht wirklich aus für Befriedigung.
Clarence McCargo, Lavaausbruch und Wegschmelzen. Wegschmelzen ist das, was alle Ladies dann, die me singen. Und jetzt haben wir hier noch eine Feuerbasismagie. Wo glauben wir uns zum Geburtstag? Schön. Ja, klar. Wir lieben unsere Hörer und Zuschauer vor allem, ja, das heißt so. Drum extra für euch, für die zum Geburtstag. Übrigens, vergesst nicht, ab heute die neue Folge für alle Hörer. Thunderbolts mit einem Gewinnspiel. Wer so nicht angehört hat, dieses Gewinnspiel wird gleich am Anfang erklärt. Man kann die Thunderbolts Blu-ray gewinnen und in der normalen Amaray-Hülle. Dafür müsst ihr eine Story posten und einen Hashtag benutzen und uns markieren am besten. Deswegen, hört euch die Folge an, ich werde euch jetzt nämlich nicht verzögern. So, das war's, Leute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und nochmal vielen Dank an alle, die so großzügig waren, wie Potato You, natürlich wie immer. Küsschen auf die Nüsschen. Herz die neue Folge Thunderbolt so, macht im Gewinnspiel mit. Und B.A. Wild, du schreibst ja noch wegen die Shirts, Krawallmaus, falls du jetzt Interesse hast, dann schreibe mir auch bitte. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Dazwischen ist nichts. Einen schönen Abend, Sessel, Marc Berger, Sepp. Dir nur einen wunderschönen Geburtstagsabend. Lass dir gut gehen und dich reich beschenken. Wir Kartoffeln uns, macht es gut. Auf Wiederschauen.